Ein herzliches Willkommen zurück, Freunde, zum Let's Play von Super Mario Odyssey. Wahoo, yeah, im Schlussspurt, juhu. Keine Monde mehr, nur noch, Hunde? Nee, keine Monde mehr, sondern nur noch Sterne. Endlich mal wieder. Nach langer Zeit, aber wir haben sowieso eine ganz andere Mission offenbar, und zwar mit dem Tod beim Palast quatschen. Aber ich denke mal generell für all diejenigen, die es natürlich so kennen, hier im Pilzkönigreich und so bei Peach Schloss, oder erst ein bisschen umgucken, was ist wo kommen wir überall hin, was ist so geil, mit der Schloss, diesen Garten, okay. Und natürlich vor allem, welche Gemeinsamkeiten mit früheren Super Mario Spielen können wir entdecken. So, ich hoffe, ich kann es noch, ist schon ein paar Tage her. Seit der letzten Aufnahme, und ich habe eigentlich vor, mit dieser Aufnahme das Let's Play zu beenden. Nicht das Spiel, aber das Let's Play zumindest. So, die gewohnten alten Münzen. Sehr gut. Keine roten Münzen, leider. Wobei die Farbe hier sowieso ein bisschen egal ist, wenn wir ehrlich sind. So, ich glaube, wir holen uns erstmal den ersten Stern, wa? Die Toads. Hey! Pilzkönigreich Mond. Ein Mond, der im regelmäßigen Zyklen im Pilzkönigreich auftaucht. Mond, schon klar. Wie geil mal wohl die alte Mucke aus Super Mario 64. Wie geil ist das denn bitte? Das finde ich sehr schön. Die ganzen Andeutungen, Retro-Mütze, Retro-Outfit, Luigi-Mütze, Luigi-Outfit. Ja, machen wir jetzt ein bisschen auf Super Luigi Odyssey. Warum eigentlich nicht, wenn er meiner sein soll? Finde ich persönlich jetzt eine geile Idee. Skelett-Outfit. Alter, wie viele Münzen? Seid ihr wahnsinnig? Retro-Outfit, ja, also nur Donkey Kong scheint dagegen nichts angetan zu sein. Warum wohl? Ja, also eher Cranky Kong, aber egal. Komm. Machen wir ein auf Super Luigi Odyssey. It's me, Luigi, yeah, number one, Ah ne, war ja Mario. Nee, der Spruch war schon Mario, aber ist egal. Der Toto für diesen Job, juhu! Finde ich sehr cool von euch. Uhuhu. Alle freuen sich, uns zu sehen. Alle freuen sich über Luigi. Super Luigi. Hier sieht es auch interessant aus. Also Nessie oder Nessies Bruder, keine Ahnung. Was macht ein Radio hier? Kumpel, schlechter Empfang. Man hört es zwar kaum, doch es ist so geil, es ist so steil. Es ist Super Mario. Es ist Mario, es ist Mario Odyssey. Oh yeah, yeah. Es ist Mario Luigi Odyssey. Blub, 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 blub. Naja, Nessie, ich weiß. Mach dich nicht nässiger, als du schon bist. Haha. Blub, 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 blub. Keine Luft mehr. So. Die Spannung ist ganz zu ertragen. Welche Spannung? Ah, gutes Rennen. Ernsthaft? Wir sind Ländersprinter. Wir reisen die Wellen drin. Jedem Land, in dem es uns verschlägt. Wir sind ein Kumpel. Der Gewinner weckt auch einen Preis. Ich bin dabei. Lichtsäule, okay. Cooper Free Running. Ich erinnere mich noch da an Super Mario 64 und seine Rennen gegen den Riesen Cooper. Das habe ich gehasst, das Rennen. Was macht denn der da gerade? Alter! Von wegen einfach. Was hat denn der gerade gemacht? Okay, muss ich nochmal versuchen. Und was alles gegeben, ne? Keine ganze Motivation. Hat er irgendwie etwas gefuttert hier in der Nähe?
die hilft natürlich. Aha. Ja gut, obwohl, jetzt werden wir den auch gar nicht gesehen. Das ist auch ein bisschen zu blind. Okay. Kommt jetzt wohl eine Röhre. Lass uns zusammen schwimmen. Nee. Okay, Leute. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich da hoch zu Peach Schloss und so. Und dann geht es ein bisschen weiter runter. Aber wir verlieren nie wieder gegen einen Koopa. Haben wir damals geschworen. Damals, 64, haben wir geschworen. Nee, nie wieder. Okay, Blume ist da. Ich würde eigentlich sagen, ich soll cheaten, aber hey. Nee. Oh yeah. So macht man das. Gut, man könnte so sagen, jetzt mit der Blume ist natürlich auch einfach, aber hey, ein Mond, das ist ein Stern. Es ist ein Stern, kein Mond. Hört auf mit diesem scheiß Monden. Ich verwies meine Sterne. So. Wir haben hier unten noch eine Röhre. Man Röhre, man Röhre. Es gibt eine Röhre. Mit Super Luigi Odyssey. Juhu. Alter. Ja, was würde ich persönlich für einen echten Nachfolger von Super Mario 64 geben? Ich meine, klar, es gibt für den DS das Remake, wo man ja auch Luigi, Yoshi und Wario spielen kann, aber einen echten Hallo? Was ist hier los? Das spielt ein bisschen Mühe mit dem Raum hier, das leckt so. Das wird Aufnahme vielleicht auch, aber mir jetzt gerade hier vor dem Fernseher. Habe ich einen richtigen Nachfolger? In meinem Galaxy gibt es auch 2 Teile. Warum nicht da von Mario 64? Von mir aus auch Super Mario 128 oder so, keine Ahnung. So. Alter, wie geil. Wollte gerade sagen, kennen wir doch schon. Oh nein. Ich habe den Kampf damals gehasst. Okay, ich habe nur gerade gefragt, wie es überhaupt soll funktionieren, bezüglich halt dann wieder... Oh! Mamma mia! Den wieder auffrischen. Da 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 da. Oh, Deko! Weil ich muss mit dem im Wasser sein, damit er wieder... Ja, Mann! Unendlich Wasser, aber jetzt eher weniger. Es regnet ja echt total. Man hat mir vorhin gar nicht gesehen. Feuer frei! Ja, 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 ja. Bleib gefällig stehen, ich werde dich killen. Denn ich bin der Killer, ich bin der Herr Killer. Das war ein bisschen zu nah dran, wa? Mamma mia. What? Deko. Die Musik so geil. Aller guten Dinge sind 3, ja, ja, ja. Ich jetzt ein bisschen höher.
Du, 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 du. La 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 la. Diese Musik, sie ist so krass, ich mach mich immer wieder nass. Also gut, yeah! Nö, nicht höher. Komm gar nicht höher. Ich wollte sagen, was mache ich jetzt hier oben? Hä? Wenn ich genug abgekühlt habe. Hä, wie soll denn das gehen? Da bleibt der andere. What? Deko! Ich könnte es theoretisch vielleicht so machen, dass ich ihn erst dann angreife, wenn ich über der Insel bin, aber ob das überhaupt klappt. Also besiegt hätte ich ihn. Zumindest nach Punkten. Ja, das ist der letzte Versuch, Leute, zumindest jetzt für heute. Heute. Noch ein bisschen was anderes sehen als nur das hier. Die Frage ist natürlich, kann ich ihn überhaupt zu mir rüber locken auf die Insel? Hä, wo ist er? Ah, da. Ja, das könnte theoretisch funktionieren. Ja, nee. Ich muss echt schnell genug runter, beziehungsweise nach links rüber und so, weil ich kann ihn ja, sag ich mal, innerhalb des, oder, was heißt innerhalb, als Fischkörper kann ich ja keine Stampfattacke ausführen, das geht nur als Mario, beziehungsweise Luigi, ja, wohlgemerkt. Demzufolge, ich muss ihn um die Insel locken, genau über die Insel, dann draufstammen und dann sofort wieder weg. Das ist eine Option. Was im Spiel so gewünscht wäre, keine Ahnung, aber es wird so gehen, denke ich jetzt mir mal. Egal. Wahoo, wahoo. Da oben ist ja, glaube ich, Yoshis Haus gewesen, oder? Wenn ich mich nicht komplett irre. Was gibt's denn noch Schönes? Oh Gott! Wir sind ja bitte schon die Monde verteilt. Jetzt sage ich auch schon Monde. Die Sterne natürlich. Okay, den Kampf hat natürlich noch gar nicht. Da habe ich auch keine Ahnung, wie es überhaupt... Die Strategie hier wäre... Da kommt es auch mal schön aus, okay. Aua. Was zum... Ja, toll. Ich stelle mich hier in diesem... Ja, Retro-Zugang, ja, dieser gesamthaften Retro-Welt mit diesen verschiedenen Bosskämpfen, stelle ich mich schon ein bisschen doof an.
Muss man mal so sagen. La 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 la. Gut, die Strategie ist klar, ich muss da diesen Fluss, und dann ist halt die Frage, wieder von dieser Gestalt befreien und dann, weil ich kann ja, in der Form kann ich nur springen und Gas geben. Mehr geht ja nicht. Super. Ah, so geht's auch, okay. Und das voll beim anderen falsch gemacht, aber bei diesem fetten Tintenfisch hätte auch nur einfach als Ding draufspringen müssen. Na toll. Wow, da kommt er niemals hin. Geil. Zu sehr aufs Herz fokussiert. Oh, Mamma mia. Au. Ja, irgendwie, ich habe heute kein Glück, wa? Oder kein Skill. Oder beides. Let's Pecco. Ich sehe die andere Frage, ob ich jemals etwas von beidem hatte. Also Glück definitiv, aber Skill. Gut, wenn man rauswahren kann ich ja. Prima! Let's Pecco! Ah! Ja, das ist so. Ich hab Hunger. Ich krieg langsam echt grad Hunger. Wenn ich das hier angucke. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Gericht hier. Ich hätte es lieber eine schmackhafte Pizza, aber hey, warum nicht? Ernsthaft? Ich meine, wie kann man so das überhaupt auskotzen? Frage mich gerade. Wie geht das? Physikalisch vor allem. Wobei physikalisch. Mario spielt auch Physikfragen. Aua. Selten so gelacht. Wow. Ja, toll. Ich krieg gleich wieder. Ich seh's doch. Wird immer schneller. Nein! Ah, fuck, fuck, fuck. Nein, direkt reingeflogen in diese Scheiße. Alter, ich krieg heute nichts auf die Reihe. Au. Mamma mia. Das ist natürlich, ja. Ist es leicht, ist es schwer? Ich würde sagen, es ist knifflig. Das haben wir gerade, wir haben natürlich in der Welt damals, wo wir hier waren mit diesem übergroßen Spatzenhirn, wohlgemerkt, war natürlich nie so weit, dass wir gegen den Bossfight persönlich antreten konnten. Jetzt frage ich mich halt, hätte es einen Bossfight echt gegeben? Und falls ja, wäre der auch etwas so gewesen oder ein bisschen anders? Oder sprich vielleicht sogar einfacher und hey, ist ein bisschen schwieriger. Aber glaube ich nicht, weil der Tintenfisch, der war ja auch, und Oktopus, keine Ahnung, der war ja vom Prinzip her gleich wie seine eigene Welt, sag ich jetzt mal, war. Wow. Vogel? Wow. Also knapp. Genau so. Und ich habe eben noch alle meine 3 also ja, 3 Energieleisten voll, sag ich jetzt mal. Boah, natürlich in die Mitte geflogen, ich voll Trottel. Nee. Natürlich! Als ob der genau wüsste, wo ich hingehe. Ich kriege echt noch...
treffe die Scheiße nicht! Was ist denn los? Ich bin immer zu tief, da gibt's doch nicht, hey. Ja, triffst mich nicht. Scheiße. Ich war es echt ein bisschen kniffliger. Nein, schon wieder. Oh, natürlich genau der gleiche Missi zuvor. Nochmal ein Herz. Nein, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Oh. Wie doof. Wie selten dämlich, müsste man eigentlich sagen, wa? Es ist eigentlich... Die letzte Phase ein bisschen kniffliger, weil ich nicht genau sehe, wie ich da hochkommen soll. Also der Weg ist eigentlich klar, aber irgendwie geht's nicht, oder ich denke irgendwie nicht genug dreidimensional, keine Ahnung. Doppelsprung vielleicht, aber irgendwie klappt. Geht ja gar nicht. Wollen sie aber so aus? Oh, war wieder mal sehr clever von mir. Nein! Oh. Der war unnötig, der war sowas von unnötig. Dankeschön. Natürlich. Alter! Krieg ich noch die Krise, ey. Jetzt komm schon! Oh. Gekochter Truthahn, warum auch nicht? Boah, Mama mia, das ist aber wirklich ein Multimond und kein Multistern, wa? Revanche auf der Schmausspitze. Oh, Alter. Hat das jetzt gedauert, hey? Ja, es ist halt super, Luigi Odyssey. Oh je. Oh je, oh je. Und jetzt hier? Sehr schön, sehr schön. Eine Abkürzung, war? Jo, eine Abkürzung. Okay, Freunde, wenn wir mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn die Anime so nicht ganz geklappt hat, bei der anderen ich mich ein bisschen sehr doof angestellt habe. Wir kommen trotzdem voran. Das heißt für uns, nächste Folge, dann geht es weiter mit den Sternen oder Multimonden, keine Ahnung. Und, ja, wir gehen erstmal zum Schloss und gucken, was Peach noch so für uns hat. Und natürlich auch mal gucken, wie groß eigentlich die Welt hier noch ist. Hier im Pilzkönigreich bei Peach. In diesem Sinne sagt Luigi, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Mamma mia.